Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 22 in der MyTeam-Karriere. Wir sind jetzt kurz davor, nach Imola zu gehen. Da wird das nächste Rennen stattfinden und es wird auch ein Sprintrennen geben dort. Das heisst, wir haben doppelte Rennaction in einer Folge. Ich hoffe einfach, es kommt nicht regnen, wobei eben Imola, ja, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gross, denke ich mal, dass es kommt schiffen. Aber wir schauen jetzt einfach mal, was wird passieren. Das erste, was wir hier machen müssen, ist wieder so eine Pirelli Hot Lap. Das tue ich wie immer nicht aufnehmen. Und wir sehen uns einfach gerade wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zum Qualifying hier in Imola. Und das Training ist eigentlich relativ gut verlaufen, muss ich wirklich sagen. Also keine grossen Komplikationen, das definitiv nicht. Was mir einfach ein bisschen aufgefallen ist das Auto gerne mal ein bisschen untersteuert und wir einen Treibstofffehler haben, was natürlich jetzt nicht so gäbig ist, aber wir können zum Glück das überspringen. Ja, wir müssen mal schauen, was wir jetzt rausholen können. Okay, I hope you brought something good to read today. There's an issue with the fuel system. We don't think it's anything So. terminal. Wir legen einfach mal los, wir gehen gerade auf eine schnelle Runde und schauen, was wir rausholen können. Let's go! Okay, wir sind mal auf P14 führen, aber es hat definitiv noch viel Potenzial, um das rauszuholen oder etwas rauszuholen. Darum würde ich sagen, gehen wir gerade in die nächste Runde. Knappe 2 Zehntel nochmal rausholen. Das bringt uns nicht weiter führen als P14. Ich glaube, das war vorher schon P14 gewesen. Ja, schauen wir mal, wo wir im Sprint landen können. Wo wir dann nachher eine gute Position rausfahren können für das Hauptrennen. Wir haben dann im Hauptrennen voraussichtlich Regen, also es ist mixed angesagt. Aber ich habe vorher geschaut und es hat so ausgesehen, als würde es eigentlich nicht regnen. Aber wir schauen mal, was passiert. Russell auf Pole vor dem Sainz und Perez. Wir legen los. Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. George Russell will begin today's event in pole position, and a very happy Carlos Sainz will start second. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Hamilton, Fernando Alonso, and Norris. Ocon, Verstappen, Ricciardo, and Charles Leclerc. Gasly, Magnussen, Valtteri Bottas, the captain, Mick Schumacher, Stroll, Nicholas Latifi, and Yuki Tsunoda. Albon, Vettel, Joe, Enzo Fittipaldi. Which of these drivers will get pole position today? We'll soon find out. So, also, wir legen gerade los. Wir nehmen den Sprit wieder ein bisschen ab, weil da haben wir immer ein bisschen zwei dabei. Wir können wir ja nicht einstellen. Let's go. Ja, nicht so einen guten Start gehabt. Okay, wir haben aber mal die Position beim Mick wieder zurückgeholt. Oh, Magnussen, nein. Da war nicht viel Platz übrig. Voilà. Noch ein bisschen kalte Reifen vorne. So, jetzt schauen wir mal, ob wir uns ein bisschen vorboxen hier. Oh, schlechter Exit. Mick kommt. Wow, okay. Gut, ich habe noch weit gepusht, aber egal. Oh, was macht der? Ich muss abkürzen. Oh, da vorne Fehler, Gasly.
Jetzt gehen wir endlich am Magnussen vorbei, weil hinter dem bin ich schon die ganze Zeit hängen geblieben. Brilliant. Nice move. Keep going. Die bremsen immer so früh ab, denkt es mir. Boah, aber die sind sehr schnell auf die Gerade, fahren für mit viel weniger Flügeln als ich. Aber irgendwie ist da vorne einer mega langsam, ein Ferrari oder so. Oh, was sind alle ausbremst da? Ich glaube, das wird nicht mehr für auf den Bottas rauf. Nein, jetzt sicher nicht mehr. Aber P12, also wir sind 2 Positionen vorgekommen. Ja, ist eigentlich okay, würde ich mal behaupten. Also immer noch besser, wenn es vorher geht, als wenn es hinterher geht. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass wir hier in Imola ein bisschen Probleme werden haben. Das ist so eine Strecke, wo mir nicht so leid einerseits, plus ich denke, das Auto nicht so gut drauf läuft. Aber nicht schlecht, bei 12. Also ich glaube, das ist eine gute Chance für morgen im Rennen oder im Hauptrennen Punkte zu zahlen. So, also falls ihr jetzt euch fragt, wieso habe ich irgendwie etwas anderes an, ich weiß nicht, ob ich vorher noch eine Brille hatte oder wieso ich jetzt eine Mütze anhabe und vorher habe ich irgendwie einen Friesen, keine Ahnung. Es ist zwischen der letzten Aufnahme bzw. zwischen dem letzten Schnitt oder dem letzten Videoteil, den man jetzt gerade sieht, und jetzt etwa eine Woche, 1,5 dazwischen. Ich musste nach dem Sprintrennen abdüsen und habe jetzt erst wieder Zeit gefunden zum Aufnehmen. Sorry für das. Ich weiss, FS-Folgen können wir relativ unregelmäßig versuchen, da irgendwie wieder einen Rhythmus zu bekommen. Aber ja, auch so FS-Folgen sind halt relativ aufwendig zum Aufnehmen. Also das hat man nicht irgendwie innerhalb von 4 Stunden oder so aufgenommen. Da bist du meistens wieder eine Stunde dran. Darum, sorry für das. Wir gehen jetzt ins Rennen rein, also ins Hauptrennen in Imola, 16 Runden mit Mixed Bedingungen. Ich weiss jetzt aber nicht, ob es von Anfang an schifft oder nein, ist gegen Schluss. Okay, ist gegen Schluss kurz regnen. Es kann auch sein, dass es vielleicht gar nicht regnen oder dass wir eventuell sogar mit den Softs können oder mit den Slicks können fertig fahren. Komm über eine Minute früher ins Ziel und ich spendiere dir eine Pizza, okay? So lustiger Chef, der eigentlich Mark heisst, aber das Game das einfach immer noch nicht umgeschrieben hat. Perfekt. Und ja, wir gehen jetzt ins Rennen und ich sage gleich mal los, ich weiß gar nicht, wo ich starte. Und ich glaube, schon so weit habe ich eigentlich nichts mehr geändert, was relevant ist. Ich fahre mittlerweile nicht mehr mit Traktionskontrolle. Das heisst, ich kann mich eventuell spinnen. Weil ich bin noch nicht so top drauf, aber mittlerweile geht es schon relativ gut, aber es ist noch nicht gut. Aber ja, wir legen einfach mal los, let's go. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Sergio Perez will lead us away from pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Considering the rest of the grid, we have Sainz, Hamilton, Max Verstappen and Leclerc, Fernando Alonso, Ocon, Norris and Daniel Ricciardo, Bottas, the captain, Lance Stroll and Gasly, Magnussen, Mick Schumacher, Nicholas Latifi and Alex Albon, Tsunoda, Vettel, Joe, Enzo Fittipaldi. With preparations almost complete, let's head down to the track. Anthony Davidson. So, also, wir starten von P12, sind doch ein bisschen vorgefahren. Und wir haben jetzt so eine Strategie von Mediums und dann nachher auf Hards, was aber völlig beschissen ist.
Ich möchte mit Soft starten, weil ich möchte ehrlich gesagt das Soft noch ein bisschen ausnutzen, wenn wir jetzt dann noch trocken haben und warm. Nachher, wenn es dann nicht mehr so warm ist, ist glaube ich, der Medium dann schon ein bisschen besser. Wobei er tendiert dort wahrscheinlich es könnte natürlich sein, dass er auf Mediums tendiert und nachher vielleicht auf ja, das ist natürlich jetzt so eine Frage, oder? Strategietechnisch würde es natürlich Sinn machen, dass man dort eventuell würde auf Mediums gehen, dann, also Mediums starten und nachher dann auf Inters würde gehen. Aber dann mache ich es lieber so, dass ich da mit Mediums losfahre und dann nachher im zweiten Stint auf Softs gehe. Also mache lieber so, dass ich mit den Softs dann fahre, weil Harz bringt gar nichts. Wenn ich jetzt trocken bleibe, dann fahre ich lieber mit den Softs und habe noch ein paar schnelle, geile Runden mit dem leichten Auto. Habe ich ja nicht so einen harten Reifenverschleiß drauf. Dann macht das für mehr Sinn als die Harz. Außerdem, wenn es dann auch bewölkt ist, ist die Temperatur nicht mehr so hoch. Also meine Reifen kommen besser mit den Softs auf Temperatur als mit den Harz. Dann würde ich viel zu viel verlieren. So, also. Ja, da würde man sagen, legen wir los. Ich hoffe, wir auf ein gutes Rennen, auf einen guten Start. Wir haben jetzt schon die Einführungsrunde und ja, kann ich es nicht abpassen? Ich packe für mich draussen, oder was? Ah ja, draussen muss ich dann wieder reinklatschen. Dann würde ich sagen, wir legen los und wir gehen jetzt ins Rennen rein und hoffen da natürlich auch auf Punkte. Das ist natürlich das Main Target. Let's go. So, let's go. Gut rein. Und jetzt hoffen wir auf einen guten Start. Ich bin gleich mit Mediums noch nie gestartet, ohne Traktionskontrolle. Ganz okay Start, würde ich mal behaupten. Bottas auf Harz. Ein bisschen früh aufgeschaltet. Ich wollte eben nichts riskieren. Oh, Alter, der Ricciardo. Drücken wir jetzt mal uns trainieren da. Oh. Okay, das haben wir mal. Ein bisschen ruppig überholt, aber egal. Weiß nicht wie. Oh, shit. Oh. Sorry, ich kann da nicht umkehren. Okay. Wie schon nur? What the fuck? Okay, sorry. Ich bin auf dem Curb aber ausgerutscht. Fuck. Okay, jetzt bin ich auf Hard. Das ist halt jetzt der Nachteil von, wenn man mit Mediums startet bei 25%, weil jetzt müssen wir auf Harz gehen. Das wird scheiße. Oder komm. Nein, es bringt nicht, dass ich jetzt auf Dings gehe, muss ich ehrlich sagen. Ja, sorry. Es lohnt sich, wenn ich auf Softs gehe. Ne? Ah, scheiße! Das wird hart werden jetzt. Das wird echt hart werden jetzt. Ich glaube, das Rennen ist vorbei. So. Okay, VSC geht 10. Was haben wir da so für Damage? Einfach Frontwing, wo kaputt ist, so wie es aussieht. Ah, schade. Ah, damit. Jetzt wird hart, ich weiß nicht, wie gut das kommt. Wir müssen mal schauen, ob es überhaupt lohnt, das Rennen auf fertig zu fahren oder ob man einfach sagen, wir den Retire und Material sparen, blöd gesagt. Wir schauen mal. Oder der hat es geil gegeben, Magnussen, der hat sich dort ein bisschen vertan wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also, ich bin jetzt ein paar Runden gefahren mit den Harz. Es geht eigentlich gut. Es ist schon so, dass ich wesentlich höhere Gänge muss anfahren, blöd gesagt. Ich muss aus der Kurve raus, weil halt meine Aero auch nicht so extrem stark ist. Aber wir sind tendenziell schneller als Tsunoda, Latifi und so alle dort. Also wir sind ein bisschen schneller als die letzten paar im Feld. Darum warten wir jetzt mal ab, wo wir sind nach dem Boxenstopp.
Oh. Okay, jetzt sind die anderen auch alle in den Pits. Oh, da tun wir mich ein bisschen da rüberlassen. Scheiße, die kommen alle schon wieder raus. Bitte. Ja, das ist halt jetzt einfach wirklich definitiv der Frontwing, also die Sekunden, die mir dort noch fehlen. Es sollte gleich, dass ich wieder in die Pits gehe. Ich gehe jetzt in die Box. Meine Reifen sind ja noch eigentlich okay. Ja, die sind noch gut. Also ich kann eigentlich nur noch hoffen auf Regen. Dass wir das dann wieder ein bisschen für spulen tut. Eigentlich. Schade. Aber ich muss schauen, ob ich noch weiterfahren oder ob ich retire, ganz ehrlich, eben zum Material sparen. Weil die Punkte will ich eh nicht mehr kommen. Ich habe mal noch geschaut, eine Runde 2 und dann schaue ich mal. Okay, ich tue retire, weil es hat ehrlich gesagt nicht viel Wert, dass ich jetzt so noch so fertig fahre. Ich glaube nicht, dass in nach der Runde noch viel wird noch passieren. Also klar kann immer ein Safety Car noch kommen und dann wären wir natürlich wieder dabei. Aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass so etwas passiert, um wir retire. Und hoffe dann, dass wir in Spanien ist, glaube ich, das nächste Rennen, oder Miami. Oh, ich glaube, Miami kommt das nächste. Ja, hoffen wir, dass wir dort ein bisschen besser werden abschneiden. So, wenn die Session. Das macht nicht so viel Sinn jetzt, dass ich da so weiterfahre. Wir schauen mal schnell, ob noch etwas passiert ist. Some amazing talent out on the track today. But Anthony, who would you pick as your driver of the day? Mick Schumacher gets my vote today. It's time to check out the constructors. Also ist nicht mehr passiert. Wir sind der Einzige, der einen Ausfall hatte. Da geht natürlich unsere Fahreranerkennung ein bisschen runter. Ist aber nicht so schlimm, ganz ehrlich. Wir haben aber auch Heckflügelschaden noch gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Ich glaube noch nicht, ich habe es gesagt. Also das Auto war nicht so stabil auf der Hinterachse. Ich habe schon gemerkt, beim Rausbeschleunigen. Also immer so schön zum Fahren. Aber ja, wir haben jetzt das Rennen mal abgeschlossen. Wir machen jetzt kurz Aktivitäten wie immer. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Video drin habe, weil es ist schon ein Weile her, wo ich das letzte Mal etwas aufgenommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Chassisabteilung machen, 2 Fahrertraining und dann nachher das da noch, dass wir ein bisschen Ressourcenpunkte bekommen. Und Aero machen wir auch noch. So. Also, Firma, wir können noch einen weiteren Sponsor haben, das ist schon mal gut. Da müssen wir jetzt wirklich etwas Schlaues nehmen. Was haben wir da? Und in der besten 12 war schwierig, glaube ich. Und im besten 16 ab. Das ist schon mehr im realistischen Bereich. Darum nehmen wir das noch. Und Entwicklungen können wir auch noch etwas machen. Wir müssen halt Chassis unbedingt ein bisschen wieder machen. Da. Chassis, das ist so ein bisschen unsere Achillesferse oder Sehne, besser gesagt. Und das ist mal gut soweit. Dann wir mal weiterspringen. Da kriegen wir noch das Update über vom Motor, Zündkerzen. Sehr gut. Und Aero-Abteilung, Ausrüstungsabteilung haben wir bekommen. Sehr gut. Also, wir müssen aber gleich noch Aerodynamik ein bisschen upgraden. Ich weiss nicht, da machen wir wahrscheinlich noch ein bisschen etwas, aber da haben wir nicht mehr viel Cash. Ich würde sagen, wir haben eine Bauzeit noch. So. Also, gut, dann ist das nächste Rennen in Miami. Das ist wieder Pirelli Hot Lap. Das fahre ich jetzt gerade off Cam, also beziehungsweise ich nehme das Ganze nicht auf, dass wir dann gerade ins Rennen reingehen können, beziehungsweise ins Wochenende. Miami ist auch nicht so eine Strecke, die mir gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kommen jetzt eben so am Anfang, sind immer so die Rennen, die mir gar nicht passen, dann immer so voll der Struggle. Aber ja, wir schauen dann, wie es in Miami laufen wird. Ich hoffe gut. Was euch die Episode von F1 22 in der MyTeam-Karriere gefallen hat, würde es mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, sehen wir uns, wie gesagt, in Miami wieder. Und bis dann sagen wir noch, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!